Moien mé begréisten ech alle Goetten Hai bei vu Fall zu Fall an me wollten haut iwwer Jong Leiit schwätzen oder auch bisse Manner Jong, die firéicht en Haus kafen, der wie de Roy seet my first home. Roy, wär das alles my first home? Wär das Zilo Jong, sie fertig mat der Schoul, schenken mat schaffen, sie bleibt nach an der Schoul, aber ich kafe mal még echt Wuning. Raus dem Hotel Mama. Gut Idee. Wir müssen noch vieles oppassen, ne? Das ist ganz klar. Es sind immer erstaunt, wie wenig Leute sich eigentlich Gedanken machen über den wichtigsten Akte von ihrem Leben. Ich meine, so eine Immobilie, das ist ja viel Geld, ich engagiere mich da, viel zu remboursieren, Land zu remboursieren, ich verbringe da einen großen Teil von meinem Leben und Leute stellen sich eins der Männer froh, wie sie stellen, wenn sie ein Auto kaufen. Da wollen sie zum Beispiel Martin etwas davon kennen, du Cousin an den, wollen sie mal an den Garage für mal zu gucken, ne? Was dem Motto da an der Reihe und so weiter. Aber beim Haus stellen sich die Frauen oft nicht. Mei wann ech dann lo eng Decision bis sommer moll ufhenke, wann ein Althaus, also ein Haus wat, wo en einer schon dra gewohnt huet, da kafen ich eng proprietär auf. Op wat muss ich oppassen, muss ich fir droen giwer 1000 Mal gucken, ob mir gefällt. Ja. An dann ass an eng Zostand X. An dann geht dat den Not der Bank an Hai an do, dat dauert eng Zeit. Nur der Zeit vielleicht haut d Haus nicht mehr dem Zustand hat, den eng Party, ass dem Bidden iwwer gelläft, dann wie sinnech du fenke man Zustand vom Haus eierech de Kompromis schreiben eierech mich verpflichten dat Haus ze käfen. Und das dat wat ich fir du gesot hun der Kinder eng gut Idee sinn sech net nimmen durch den Gefehler leben zu lose. Wow, mega Haus, Schein, gefällt mir, he kann ich mir vorstellen, dat ich fundet mir auch zu frohem sind Fenstern an der Reihe, ein Dachdicht, als vielleicht mal das beste Aufgedicht geht. Ich meine, können ganz, ganz viele Probleme sein bei Occasionshäusern, die werden so Appartement. Und dafür will mein ersten Trio mal zu so geh vielleicht mal den gucken, der wirklich etwas davon kennt, guckt den Preis nicht nur rein emotionell, wie auch was als die tatsächlich Falle von dem Bau wie da steht. Aber wenn es dann soweit ist, da kann Bank am Spiel, wie du richtig gesagt hast, an Dommuseen, muss man der Bank schwätzen und gucken, ob ein Kredit oder was für Kredite der kann kriegen. Ich gebe an engem Verstehstelle gucken. Los eben dann seht, ich kriege den Kredit dann, aber das lebt dann alles. Aber wenn den dann 1000 an irgendeiner Hinsicht zerstört wird, wie kann ich dann da aufsetzen? Ich gehe etwas gucken, los aber dem die Kisten aufgebrannt, weil er so gut kocht, und da seht ihr, ja, nö, Das effektive Problem von dem, der wo ich den Kompromiss schreibe, bis den, der wo den Not erst abgemerkt können, Sachen 4 kommen. Das ist von sicher 4 können normalerweise, wie wir gesehen haben, nach anderen Situationen, als dass der Wander ja rausplündert. Ja. Allein durch das rausplündern gesagt, das Haus ja auch ernst aus. Ja. Ich meine, an einem Scherf, was es dann nicht proper ugestracht, da sind Sperrwecken, da können Fichtigkeitsflecken sein, die ihr nicht gesehen habt. Solange wie die nicht bewusst verstoppt sind, ist das eben so. Ich kaufe das Haus so, wie das. Mit Kaffee kommen, dass ein Wander zum Beispiel Bidden ausbaut, hatten wir alles schon. Ne? Oder Heizkörper, nicht der. Fenster. Aber das ist bien Immobilier, weil es festgestreckt ist Gebäude, gell? Das war die bien Immeuble par Incorporation. Dadurch, dass es Mauern festgemacht ist. Also doch ein Immeuble und du willst da durch in einer Mauer. Du hast aber ein Bild, das ist auch die Mauer festgemacht. Nein, das hängt in einem Null, wo der Null an der Mauer ist. Null muss bleiben. Gut. Nee, ich gehe so, also ich hatte eine Affäre, wo effektiv den Fachkäfer, wie er rausgegangen ist, hat den Fenster geholt, Heizkörper und alles. Ich gebe Mengen, dass du eventuell kennt, einen Plan machen pour vol, weil schlussendlich schon ein Haus kauft mit Sachen dran. Das ist die Proprietär davon, den anderen hält das, das ist klar. Also, so einfach kann ich auch nicht einfach Sachen machen. Gott sei Dank sind die Fälle ja echt rar. Fakt ist, der will inkorporiert Sachen nicht mitholen, aber wenn er das möchte, dann muss ich selbstverständlich Schuldenersatz bezahlen, respektive die Sachen zurückbringen. Das ist lieber klar. Da gehen es ja an Häuser, gehen es ja auch Sachen, zum Beispiel, wenn du recht merkst, wenn du da wohnst. An den englischen Filmen, wo du gehst, da gehen wir nicht drauf an. Aber du hast ja aber vielleicht Probleme,
ob ein Comedy, ob ich weiß nicht, ob ein zappelt da konstant daran und den hat das nicht gesagt. Es gibt da zwei Fälle, von denen das wussten, ehemalige Proprietären, das nicht so, dass wahrscheinlich ein anderer, wie man nicht wusste. Und zweimal, wie kannst du als Käfer raus? Also prinzipiell käfst du den Appartement, das Haus so, wie es ist. Und dass du eine Leitung dann nur trappelt, wenn die Heizung springt, das ist so. Das dürfen so nicht, sollen sich das viertruhen, angucken oder angucken lassen von einem oder mehr Experten, wenn in irgendwie einen Zweifel hat. Gell. Dann haben wir, was du ausspätst, die Wisskaché, das heißt die Sachen, die verstopft gehen. Das wird zum Beispiel der Fall, wenn weiß, dass sein Drainage unter dem Haus defektuös ist, dann immer, wenn Tränen eine Überschwemmung gibt, dann sieht er das nicht. Oder dass Feuchtigkeit die rumkommt, kurz ihre verkäft, streichen die Mauer rund, wenn er den nicht gesehen, dann nur 2 Meter brickelt die Pfeff, wenn es Feuchtigkeit rumkommt. Das, wenn da etwas verstopft wird, wie es dir verstopft wird, und dann hast du eine Aktion. Das Problem ist natürlich immer der Beweis. Also man verstoppt gehen, dass der schnell immer da gewesen oder dass der noch richtig Rezent abgetrüht. Wenn der richtig Rezent abgetrüht, dann ist das mein Problem als neue Proprietär. Vielleicht just, wenn ich etwas kaufe, was mir rezent gebaut ist, also nur nicht etwas, was richtig gebaut wird, mir war die bei mir rezent gebaut ist, habe ich eventuell einen Rekurs gegen den Konstrukteur, solange ich an der die 10 Jahre Garantie ist. Das heißt, wenn ich von einem, der schon an seinem Haus gewohnt hat, das aufkaufen, und das ist in 5 Jahren fertiggestellt, dann profitiere ich aber auch von der Garantie, vis-à-vis vom Konstrukteur nach die 5 Jahren. Lohne ich mein Prä, schon war beim Notar, da das unterschrieben, den einen und die Männer das überdrohen. Wie kriege ich Schlüssel? Das hängt davon ab, was du aufgemacht Also hast sind beim die Jungen, Verkäufer. ne? Der gekauft. Ja, das hängt davon ab, was man beim Verkäufer aufgemacht hast. Am Prinzip, den darf du dann noch schreibst. Natürlich können da Wochen dann den aufmachen. Ich weiß, der Verkäufer hat vielleicht beim Konstrukteur gekauft, das geht nur im Monat oder 2 Monate mehr spät, wie wir geplant haben, dass er vielleicht noch 2 oder 3 Monate am Haus wohnen bleibt. Und dass der berichte Schlüssel an 3 Monate zum Beispiel kriegst, das ist möglich. Wenn mein Prä aber schon anläuft, wenn der noch dran ist. Das ist dann einfach so dein Problem. Ja. Das heißt, wenn du dein Prä unterschrieben hast, der Prä ist ausbezahlt, dann musst du natürlich den Prä im Moment aufhängen, zurückzubezahlen. Was du aber auch kannst machen, das ist, wenn dein Verkäufer da sieht, ich kann aber richtig an 3 Monate rausplanen, dass du sagst, jo Jung, da kriegst du doch von mir richtig zu an 3 Monate. Das heißt, in dem Moment wird der Markt festgehalten, bon, wir machen heute einen Akt, das heißt, die Proprietät geht auf dich überdrohen, mit bezahlen, das geschieht den Tag, wo ich die Schlüssel kriege. Wie kann ich mich dann aufsichern, dass den, also wie, weil so steht ja, und dann hast du noch nicht, nur setzt den nach 5 Jahren dran. Das ist ganz genau ein großes Problem, und dafür soll ich ganz skeptisch sein, wenn den Schlüssel nicht beim Markt kriegt. Es gibt Möglichkeiten, sich aufzusichern. Den hat keiner schon gesagt, dass ich bezahlen richtig, wenn ich den Schlüssel kriege. Der andere wird zu so, ich bezahle zwar schon Haut, aber du verpflichtest den, an den der rauszugehen, aber wenn du das nicht musst, dann musst du einen richtig guten Loyer bezahlen. Und zwar so ein aufschreckende Loyer, so ein Loyer, den möchte kein freiwillig die Zeit überschreitet, und eventuell sogar beim Notar einen Teil von dem Preis blockieren, um zu garantieren, dass die Loyer dann noch tatsächlich bezahlt wird. An den Datum, wie ihr muss raus, respektive die aufschreckende Summe, wo muss bezahlen, wo geht das? Das geht dann nackt selber dran. Beim Notar selber? Genau. Das heißt, du musst halt den Akt, und da geht gesagt, ja, mit Schlüsselgericht an 3 Monate überreicht, da kann dranstehen, dass d'entrée en jouissance, April, Mai, Juli, am Juli ist, an das bis Juli dein Verkäufer zum Beispiel gratis kann nach 4 Jahren am Haus bleiben. Wie das ab, zum Beispiel am 15. Juli, eine Indemnité d'Occupation von 10.000 € im Monat fällig geht. Da wäre es ja flott, wenn es einen Dach kann zahlen. Ne? Heinz, du bist in der Situation, wo du hoffentlich hält den sich nicht in den Vertrag. Glaube ich, von meiner Mama wurden. Ne? Ja. Gut, was tun wir nachher bei so Sachen, muss noch passen? Freien, wenn ich etwas kaufen. Ja, Tisch. Wenn du zuletzt etwas kaufst, erfahren prinzipiell 7% Enregistrementskosten um Verkaufspreis. Und da gibt es aber die famosen billigen Akt, die neuerdings sind da
ich meine 2007 Credit d'Impôt hecht, das hecht, du kriegst pro kaufend Party 20.000 Euro nogelos auf deinen Droit d'Enregistrement. Zum Beispiel, du kriegst ab so 1 Million Euro, da gibt es prinzipiell aufhalen. 20 Millionen Männer dabei. Nee, das ist der normale. Bei 1 Million Euro gibt es 70.000 Euro Droit d'Enregistrement aufhalen und dann pro kaufend Person fahren dann 20.000 Euro. Die ein Koppel, die käft, müsst ihr darin der 50 bezahlen und dann muss ihr darin der 35 bezahlen, dann minus die 20, der Tisch jeder bezahlt dann immer 15. Aber wenn ich kriege die Bildchen ab. Die billigen Angler sind also das heißt Credit d'Impôt, das heißt, du hast an sich einen Kredit von 20.000 Euro abstehen. Solange du die 20.000 nicht benutzt hast, kannst du sie profitieren. So, wenn du hier eine erste Kehr, wo du zum Beispiel nur 12.000 Euro benutzt, da kannst du bei dem nächsten Ascha den Rest, also die 8.000. Ja. Okay. Du kannst aber nur eine Kehr davon profitieren. Es gibt noch Konditionen, das ist nicht einfach so. Die Konditionen sind, dass du 2 Jahre lang am Haus wohnen bleibst. Die 2 Jahre, also laufen von dem da, wo du angemeldet bist, auch noch effektiv am Haus wohnst oder am Appartement. Ja, was ist mich schlau wie. Käfst dann direkt. Ich habe mir gesagt, ich durch den Kopf gehen. Ich hoffe, dass mir da ein bisschen weiterhelfen konnte. Und wir sehen uns bestimmt noch mal zurück, wenn es heißt, von Fall zu Fall.